Hey, was für ein Privileg ist es doch, dass wir so einen Gott anbeten dürfen. Dass er mitten unter uns ist und dass er auf dem Thron sitzt, hoch erhaben. In dem Moment, du und ich, wir dürfen eine Beziehung leben mit dem Jesus. Und ich möchte jetzt zum Anfang einfach gerade zu meinem Jesus beten. Ich möchte dich einladen, das Gleiche zu tun. Ja, Jesus, wir danken dir und wir loben dich und wir preisen dich. Wir erheben dich einfach über allem, Jesus. Es ist so ein Privileg, dass wir da sein mit dir. Und ich lade dich ein, nimm du Raum ein. Mehr und mehr Raum sollst du einnehmen, bis alles ausgefüllt ist, einfach von deiner Gegenwart. Bis wir können sagen, du und ich in dem Moment. Da bist du und ich komme zu dir, Jesus, und ich schaue dich an. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach alles ausfüllst und den ganzen Raum einnimmst. Du bist der Grund, wieso wir existieren, und du bist der Grund, wieso wir uns hier versammeln. In deinem Namen, Jesus, sind wir hier versammelt. Und alle, die einverstanden sind, dürfen mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Hey, so gut, so Lobpreis machen mit euch zusammen. Ist schön, ist einfach schön. Und es ist schön, dass ich Gesichter sehe. Yeah! So gut. Yes. Hey, es ist Freiheit und ich freue mich. Wir sind in einer Predigtserie drin, wo wir die Geschichte oder die Story von Ephesus entdecken und auspacken und erzählen, was in dieser Stadt, in der Türkei, vor 2000 Jahren passiert ist, die Stadt Ephesus. Und wir haben angefangen, indem wir die Stadt mal kennengelernt haben, dass wir sie angeschaut haben, dass wir beschrieben haben, was das so für eine Stadt war und wie das so dort zu und her gegangen ist. Und wir haben festgestellt, so anders als wie wir heute ticken, ist das nicht gewesen, sondern es ist sehr viel Ähnlichkeit gewesen. Gleiche Prinzipien sind dort am passieren gewesen, die heute auch passieren. Also die Epheser sind ziemlich gleich gewesen, wie wir heutzutage. Und dann ist in diese Stadt eines Tages ein Mann gekommen, der Paulus, ist dort hergegangen. Und er hat angefangen, in dieser Stadt, zuerst in der Synagoge, die gute Botschaft von Jesus zu erzählen. 3 Monate lang hat er das gemacht in der Synagoge. Zuerst waren die Leute mega offen und wollten mehr hören. Und der Paulus hat ein solides Fundament gelegt von der Lehre, hat erzählt, wer Jesus ist, hat über die Taufe gelehrt, hat prinzipielle Grundsätze mit den Epheser angeschaut. Und am Anfang haben sie mehr hören. Und dann irgendwann ist wieder der Moment gekommen, wo der Paulus gemerkt hat, die Herzen von diesen Leuten in der Synagoge, die sind verstockt gewesen. Die Leute haben nicht können, nicht wollen, sich entschieden, nicht zu antworten oder entsprechend zu handeln, wie die Botschaft das gefordert hat, wo der Paulus gelehrt hat. Und dann hat der Paulus etwas gemacht, und zwar hat er gesagt, okay, ich bin fertig mit der Synagoge und ich gehe jetzt in die Halle vom Tyrannus. Und meine Hoffnung ist schwer, dass das ein Spitzname ist und nicht, dass die Eltern vom Tyrannus bei der Geburt gefunden haben, jawohl, Tyrannus, so nennen wir dich. Du wirst andere knechten und unterjochen, das ist dein Lebensinhalt. Sondern es war sehr wahrscheinlich ein Lehrer, der dann einen Spitznamen bekommen hat von seinen Schülern, der Tyrannus. Auf jeden Fall, in diese Halle ist der Paulus reingegangen und hat zu der Mittagszeit, wo sonst niemand irgendetwas machen wollte, hat er angefangen zu lehren in dieser Halle vom Tyrannus. Und dann ist es losgegangen. Dann sind eigentlich 4 Sachen passiert in Ephesus. Anders als in den Synagogen sind die Menschen extrem offen für die Botschaft. Wir haben gesehen, dort war ein Hunger nach Gott und jetzt kommt der Paulus und kann endlich den Hunger beantworten mit dem einen, mit dem Jesus, der wirklich Hunger stillen kann. Und es ist ein Flächenbrand passiert. 4 Sachen sind passiert. Menschen haben sich angefangen zu bekehren zu Tausenden. Historiker schätzen konservativ, dass die Bewegung in Ephesus so 30'000 Leute wird umfasst haben. Also einer hat angefangen in der Halle vom Tyrannus. 30'000 Leute sind das am Schluss gewesen, wo sich bekehrt haben, wo sich hingegeben haben zu Jesus. Und da möchte ich kurz mit euch nochmal eine Bibelstelle, einen Bibelvers anschauen. Ich finde die Bekehrung so krass, was passiert ist in Ephesus. Und zwar können wir das lesen in Apostelgeschichte 19, Vers 18. Dort lesen wir, auch traten viele
von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Vielleicht bist du jetzt nicht gerade so bewandert in römischen Währungseinheiten und kannst mit 50.000 Drachmen nicht so mega viel anfangen. Was ist das? Es hat mich auch hat mich Wunder genommen, was ist das für ein Wert, was drückt das aus? Ein Silberdrachme ist ein Tageslöhnerlohn gewesen. Also ein Drachme pro Tag. Das kannst du ausrechnen, das sind dementsprechend 137 Jahreslöhne. 137 Jahreslöhne repräsentiert die Summe von 50.000 Silberdrachmen. Wenn man das umrechnen in heutige Zeit, also der Durchschnittsjahreslohn nimmt, mal 137 rechnet, kommt man zu einem Wert, der in heutiger Zeit etwa 10 Millionen entsprechen würde. Also, wenn da steht 50.000 Silberdrachmen, musst du verstehen, das ist nicht einfach ein bisschen Geld gewesen, sondern das ist eine substanzielle Zahl von Geld, die das repräsentiert. Das wäre heutzutage 10 Millionen Gegenwert, wo dort Christen öffentlich bekannt haben. Also das ist Bekehrung, von der ich da rede. Nicht nur Menschen, die gesagt haben, ja, Jesus ist super, sondern die haben konsequente Schritte folgen lassen zu ihrem Bekenntnis und haben radikal umgekehrt. So eine Bekehrung ist passiert. Und das in grosser Zahl. Dann als zweites, wo wir feststellen, was passiert ist in Ephesus, Menschen sind frei geworden. Es ist Befreiung passiert von alten Sachen, die sie zurückgehalten haben. Wir lesen auch von Dämonen, die austrieben worden sind, die repräsentieren alte Gebundenheiten, die plötzlich frei geworden sind. Da sind Menschen zuhauf frei geworden. Das Dritte, was wir sehen, was passiert ist in Ephesus, es sind Zeichen und Wunder passiert. Und zwar in übermäßiger Anzahl. So weit sogar, dass sie angefangen haben, Schweißtücher von Paulus zu sammeln, nachdem er predigt hat. Und dann haben sie die Schweißtücher genommen von Paulus und haben sie auf andere Menschen gelegt. Und die Menschen sind gesund worden. Ich will das nicht theologisch genauer auspacken. Auf jeden Fall, hey, das ist passiert. Es ist irgendwie einfach so eine Atmosphäre dort gewesen, von der Präsenz Gottes, dass Zeichen und Wunder, egal wie, einfach passiert sind. Und Menschen sind geheilt worden, sie sind frei worden. Und dann, das vierte, was wir feststellen, ist, das hat eine Multiplizierung bekommen. Also die Menschen, die das erlebt haben in der Halle vom Tyrannus, die sind in ganz Asien, also Asia Minor, das ist so grosser Raum Türkei, sind die gegangen und haben angefangen selber Kirchen zu pflanzen. Es hat in dieser unmittelbaren Umgebung mehrere Kirchen, überall gegeben und Zentren sind entstanden von Menschen, die die gute Botschaft weitergegeben haben und angefangen zu multiplizieren haben. Also krass, was dort passiert ist. Wir können es zusammenfassen in dem einen Vers, Apostelgeschichte 19, Vers 20. Das alles, was dort passiert ist, trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Das ist passiert in Ephesus. Und wir haben das gesehen und gelesen und gefunden, genau das wünschen wir uns auch für unsere Kirche. Nicht, auf dass unsere Kirche mega bekannt und gross wird werden, sondern weil wir sehen, was das Resultat ist. Was da passiert ist, nach dem sehnen wir uns. Darum heisst der Untertitel von dieser Predigtserie die Story von Ephesus und eventuell auch vom Kreuzpunkt. Und unser Wunsch ist, und wieso dass wir über diese Predigtserie predigen, wieso dass wir Ephesus anschauen, ist, weil wir glauben, dass wir lernen können von dem, was Gott dort gemacht hat. Auf das wir Gott Raum geben können, dass das, was dort passiert ist, heute wieder passieren kann. Weil Jesus ist der gleiche damals, er ist der gleiche heute und er ist der gleiche in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Also, was würde ihn daran hindern, das heute wieder zu machen? Er ist der gleiche, damals, heute und in alle Ewigkeit. Okay, also das Reich Gottes ist massiv expandiert in Ephesus. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil dieser Geschichte. Und ich möchte euch den Teil vorlesen, die Geschichte vorlesen, was jetzt passiert ist, nachdem das Reich Gottes expandiert ist und wir die 4 Sachen zuhauf gesehen haben in Ephesus. Möchte ich euch jetzt vorlesen, was als nächstes passiert ist. Das ist in der Apostelgeschichte 19 ab Vers 23. Es sind fast 20 Verse, darum
tue ich euch die einfach vorlesen, ihr müsst nicht mitlesen. Ihr könnt euch jetzt probieren, so innerlich, mit eurem inneren Auge mal auf Ephesus hineinzuversetzen. Schaut ihr nochmal da Dekostücke anschauen und dann, ja genau, Ephesus, viel Marmor, Säulen und so. Stell dir vor, wie du Toga anhast, genau, und du schlenderst jetzt da durch die Straßen. Stell dir das vor. Und jetzt tue ich einfach mal vorlesen, was dann so als nächstes passiert ist in Ephesus. Etwa zur selben Zeit kam es in Ephesus zu heftigen Unruhen wegen der Lehre, die Paulus verkündete. In der Stadt lebte ein Silberschmied mit dem Namen Demetrius, der kleine Nachbildungen des Tempels der griechischen Göttin Artemis herstellte. Nicht nur er selber, sondern auch die anderen Kunsthandwerker in der Stadt verdienten sehr gut daran. Eines Tages rief Demetrius diese Künstler und alle, die für sie arbeiteten, zusammen und sagte: Ihr wisst ebenso gut wie ich, dass unser Wohlstand von den kleinen Nachbildungen des Tempels abhängt. Wie ihr sicher schon gehört habt, behauptet nun dieser Paulus, von Menschen angefertigte Götter seien nichts wert. Das verbreitet er nicht nur in Ephesus, sondern in der ganzen Provinz Asia und viele Leute glauben ihm schon. Aber es geht ja nicht darum, dass unsere Arbeit nicht mehr anerkannt wird. Auch der Tempel der herrlichen Göttin Artemis, die man nicht nur in Kleinasien, sondern in der ganzen Welt verehrt, wird bedeutungslos werden. Ja, sie selbst wird in Vergessenheit geraten. Wutentbrannt schrien jetzt die Zuhörer: Groß ist die Artemis der Epheser! In kürzester Zeit war die Bevölkerung der ganzen Stadt auf den Beinen. Das Volk rottete sich zusammen und drängte ins Amphitheater. Dorthin schleppten sie auch die beiden Mazedonier Gaius und Aristarch, die Paulus begleitet hatten. Paulus wollte nun selbst im Amphitheater Rede und Antwort stehen, aber die anderen Christen ließen das nicht zu. Auch einige hohe Beamten der Provinzverwaltung, die Paulus schätzten, warnten ihn eindringlich davor, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Bei der versammelten Volksmenge herrschte das größte Durcheinander. Der eine schrie dies, der andere das. Die meisten wussten nicht einmal, warum sie überhaupt versammelt hatten. Die Juden drängten Alexander nach vorn. Er sollte bezeugen, dass sie mit der Sache nichts zu tun hätten. Alexander versuchte, die Menschen mit einer Handbewegung zum Schweigen zu bringen. Doch als sie merkten, dass er Jude war, schrien sie 2 Stunden lang in Sprechchören: Groß ist die Artemis der Epheser! 2 Stunden lang. Das ist der Grund, wieso bei uns daheim Sprechchöre verboten sind. Groß ist die Artemis der Epheser! Bis die Kehle heiser war, haben die das geschrauen. 2 Stunden lang. Schließlich gelang es einem der höchsten Beamten der Stadt, die Menge zu beruhigen und sich verständlich zu machen. Leute von Ephesus, rief er, jeder hier weiß doch, dass unsere Stadt die Hüterin des Tempels, der großen Artemis ist und ihres von Himmel gefallenes Bildes. Das ist eine Tatsache und dem wird niemand widersprechen. Deshalb bleibt ruhig und tut nichts Unüberlegtes. Ihr habt diese Männer hierher geschleppt, obwohl sie weder den Tempel beraubt, noch über unsere Göttin gelästert haben. Sollten Demetrius und die anderen Kunsthandwerker irgendwelche Anklagen gegen sie vorbringen wollen, so gibt es dafür ordentliche Gerichte und Behörden. Sollen sie dort ihren Streit austragen. Und wenn ihr noch andere Anliegen habt, die über die Anklage des Demetrius hinausgehen, dann müssen sie in der ordentlichen Volksversammlung vorgebracht werden. Ich fürchte nämlich, dass uns die römische Regierung sonst wegen dieses Aufruhrs zur Rechenschaft ziehen wird. Und wir können wirklich keinen triftigen Grund dafür nennen. Danach löste er die Versammlung auf. Okay. Das Reich Gottes ist expandiert. Und es hat Raum angefangen reinnehmen und die Antwort, die Reaktion darauf ist
ein Riot gewesen. Es gibt kein deutsches Wort, das Riot so gut beschreibt. Aufruhr trifft es nicht, oder? Aufruhr ist einfach irgendetwas. Aber Riot, da stellst du dir gerade eine ganze Volksversammlung vor, die sich zusammenrottet und miteinander Krawall machen. Und das ist genau das, was da beschrieben wird in Ephesus. Man hat Spitzgabeln gespitzt und Fackeln angezündet und man hat so richtig sich versammelt, oder? Jetzt geht's los, jetzt klopft es und tätscht und jetzt müssen wir ein bisschen schimpfen und Krawall machen. Das ist passiert in Ephesus. Die ganze Stadt ist von einem Moment auf den anderen auf den Füßen gestanden und ist Krawall machen, protestieren. Und es gibt ein paar interessante Beobachtungen zu dem Krawall. Das Erste, was wir festhalten müssen, der Krawall ist eine Reaktion auf die Botschaft von Paulus. Es ist eine Reaktion auf das, was der Paulus gelehrt hat. Also es ist direkte Reaktion auf das, was vorher in Ephesus passiert ist. Also es hat keine andere politische Komponenten oder so, sondern es ist klar, weg der guten Botschaft kommt jetzt plötzlich der Widerstand. Und das Zweite, was wir feststellen, ist, dass die Leute, die mitgemacht haben bei dem Widerstand, die Teil sind von dem Riot, von dem Volksaufstand, die haben eigentlich gar nicht so genau gewusst, warum. Apostelgeschichte 19, Vers 32, den ich vorher gelesen habe, in dem einen Vers, im Theater, wo sich das Volk versammelt hatte, herrschte ein unbeschreibliches Durcheinander. Die einen schrien dies, die anderen schrien das, die meisten wussten nicht einmal, weshalb man zusammengekommen war. Also da ist irgendeine Dynamik am Passieren, wo gar niemand so richtig greifen und beschreiben kann. Warum genau das plötzlich der Aufruhr passiert und wieso dass der Aufstand zustande kommt, das ist gar nicht so klar beschrieben. Also es ist ja nicht so wie in der Schweiz, weißt? Wo einer gefunden hat, ich will übrigens eine Protestaktion machen. Polizei, am 13. machen wir das dann und kannst du sagen, welche Route dass wir dann genau nehmen sollen, dass wir dann ein bisschen krawallieren und so auf dieser Route und ihr macht dann da Spalier und alles schön geordnet. Oder so protestierst du ja in der Schweiz, gell? In Ephesus, einer hat da mal einen Stein zum Rollen gebracht und plötzlich ist die ganze Volksmenge auf der Beine. Die ganze Stadt ist auf der Beine und alle sind am Umschreien und keiner hat es organisiert. Und keiner weiß eigentlich so genau, warum der Krawall stattfindet. Der eine schreit das, der andere schreit das, aber da ist ohne Zweifel eine unglaubliche Dynamik am Werk, wo nicht menschenorganisiert ist. Und es ist klar gerichtet gegen die Botschaft von Paulus. Also was ist da genau am passieren in Ephesus? Was passiert da genau? Der Paulus beantwortet die Frage, was da am Passieren ist in Ephesus. Und zwar beantwortet er die Frage ein bisschen später, wo er einen Brief schreibt an die Epheser. Im Epheserbrief heisst der treffenderweise, gell? Schreibt er den Christen in Ephesus folgende Erklärung, zu was dort eigentlich passiert ist. Im Epheser 6, Vers 12 beschreibt er Folgendes. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also, ich muss das ein bisschen erklären, ein bisschen auspacken. Was wir heute Morgen machen, ist eigentlich ein Crashkurs in geistlicher Kampfführung. Weil das ist nämlich genau das, was passiert in Ephesus. Der Paulus macht klar, liebe Christen, ihr müsst verstehen und wissen und begreifen, dass es gibt wie zwei Ebenen in unserer Welt. Es gibt wie zwei Ebenen. Die eine Ebene ist eben die Ebene von Fleisch und Blut. Sprich, das sind andere Menschen, das sind Gebäude, das sind Objekte, das sind Gegenstände, die man anschauen kann. Das, was wir wahrnehmen, die Ebene, die wir mit unseren natürlichen Augen sehen und verstehen und erfassen können, das ist die erste Ebene. Mit der sind wir sehr vertraut. Wir alle kennen die und wir alle können die wahrnehmen mit unseren Sinnen. Von der schreibt der Paulus. Und ganz wichtig, als allererstes, unser Kampf findet nicht auf dieser Ebene statt. Das ist nicht der Kampf, den wir kämpfen. Der Paulus sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Also wir kämpfen nicht auf dieser materiellen Ebene. Sondern es gibt noch eine zweite Ebene.
Und das ist eine geistliche Ebene und eine geistliche Dimension, die am Werk ist und wo Realität ist. Und das Erste, was wir verstehen müssen, als Christen oder als Menschen in dieser Welt, ist eben der folgende Fakt. In unserer Welt gibt es mehr als nur die eine Ebene, die wir mit unseren Augen wahrnehmen können, sondern es gibt noch eine zweite Ebene. Und in dieser zweiten Ebene ist ein Kampf am Laufen. Und wir sind Teil von dem Kampf. Und wir sind involviert in dem Kampf, der da am Laufen ist. In dieser zweiten Ebene. Also wie genau funktioniert dann die zweite Ebene oder wie sieht das genau aus? Ich tue es nochmal lesen aus dem Epheser 6, Vers 12. Unser Kampf richtet sich gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über der Erde herrschen. Okay, was sind das für Mächte und Gewalt, die dann über der Erde herrschen? Und da müssen wir ganz kurz an den Anfang gehen von der Menschheit. Zurück zum Zeitstrahl der ersten Menschen. Und du musst wissen, die ersten Menschen, Adam und Eva, haben sich gegen Gott aufgelehnt oder haben eben nicht Folge geleistet dem, was Gott gesagt hat. Sie haben das Gefühl gehabt, sie wissen es selber besser und haben eigene Entscheidungen getroffen. Und das hat die Tür aufgemacht für die Realität, in der wir heute drin sind. Wir sind konfrontiert mit einer Macht, die herrscht über dieser Welt. Also, die Bibel macht klar, der König von unserem Zeitalter, der König von dieser Welt ist der Teufel. Wieso? Weil Menschen die Tür aufgemacht haben für den. Weil sie nicht auf Gott gehört haben, sondern weil sie auf den Teufel gehört haben. Und weil sie das Gefühl hatten, der Teufel weiss es besser. Das hat die Realität eröffnet, dass der Teufel der König oder eben der Herrscher ist von dem Zeitalter und von dieser Welt. Das ist die Realität. Die ist wahr gewesen dann, das ist dort entstanden, das ist wahr gewesen in Ephesus und das ist heute noch, immer noch genauso wahr. Genau, sondern gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und jetzt, da ist auch gerade die Agenda klar von dieser Macht, von dieser Welt. Sie stehen hinter allem Bösen und das Ziel von dieser Macht oder von dieser Gewalt, die da am Wirken und am Herrschen ist, gegen das Reich Gottes zu stehen und zu kämpfen und zu zerstören, was Gott aufbauen wollte. Und das ist der Kampf, wo wir uns drinnen wiederfinden. Das ist die Realität, von der Paulus da schreibt. Okay, wir haben die erste Ebene beschrieben, die passiert ist in dem Aufstand von Ephesus. Ich möchte mit euch jetzt die zweite Ebene, die geistliche Dimension, nochmal anschauen, die dort am Wirken war. Wir haben schon gesagt, das war nicht menschenorganisiert. Es war nicht irgendwie eine Gewerkschaft, die mega gut da ein Datum gesetzt hat und die Leute mobilisiert hat, um zu demonstrieren, sondern da war irgendeine andere Dynamik am Laufen, die die ganze Stadt von 0 auf 100, so wie ein Pulverfass explodiert hat. Was ist genau am Passieren in der geistlichen Welt in Ephesus? Was ist da los? Und wenn wir von diesen Mächten reden, die hinter allem stehen, müsst ihr euch das vorstellen, das sind so wie Dynamiken oder das sind so wie eben Mächte, die Menschen gefangen halten. Und ein paar Sachen von denen, die wir schon davon geredet haben in Ephesus, sind zum Beispiel Macht vom Geld in Ephesus. Klare Macht am Wirken in Ephesus. Beschreibt der Paulus immer wieder. Sehr wohlhabende Stadt. Die haben sehr viel Geld wollen verdienen. Und es ist sehr wichtig, Geld zu verdienen. Es ist sehr wichtig, mit dem Geld sich auch zu profilieren. Und man merkt gerade von Anfang an, was ist es für ein Geist, der den Aufstand mobilisiert. Und es ist ein Geist vom Geld, der hinter dem steht. Der Demetrios, selber Silberschmied, merkt, oh, meine Einkunftsquelle, mein Geld ist da bedroht. Und genau das ist, was am Passieren ist in der geistlichen Welt. Wieso ist plötzlich da ein Aufruhr am Entstehen, wo ich würde sagen, ist orchestriert oder auch begünstigt von einer Macht? Das ist wegen dem, was vorher passiert ist. Ich habe es euch vorgelesen. Gell? Christen haben plötzlich angefangen, Sachen zu verbrennen, die 10 Millionen Franken wert hatten. Da ist plötzlich der Geist vom Geld konfrontiert worden und angegriffen worden und eingeschränkt worden. Die Macht vom Geld, wo ausgeübt ist über die Kontrolle von Menschen. Die Menschen sind kontrolliert von dem Geist vom Geld. Ihre Entscheidungen und ihr Handeln und alles, was sie gemacht haben, ist getrieben von dem Geist. Der Geist ist plötzlich angegriffen worden. Weil Christen erkannt haben, hey, weisst du was? Meine Sicherheit liegt nicht in Zauberbüchern. Meine Sicherheit ist nicht aufgrund von dem Geld, das die Zauberbücher darstellen, sondern die haben
Nein gesagt zu der Kontrolle von dem Geist und haben angefangen, Zauberbücher zu verbrennen im Wert von 10 Millionen Franken. Also glaubst du, der Geist vom Geld ist da herausgefordert gewesen, ist da konfrontiert worden und ist angegriffen worden. Und dementsprechend kommt der Gegenschlag. Das Gleiche mit dem Geist von der Identität. Die Epheser, die sind sehr ein stolzes Volk gewesen und man stellt immer wieder fest, auf was sind sie stolz? Ihr alle könnt das beantworten, die Frage nach dem Text, den wir gelesen haben. Sie sind stolz auf die Artemis von Ephesus. Das ist ihre Identität und das ist ihr Profil, nachdem sie sich profilieren und zeigen. Und jetzt kommt plötzlich einer, der sagt, hey, es gibt im Fall nur einen Gott. Und das ist nicht Artemis, sondern das ist der gekreuzigte Jesus, der wieder auferstanden ist. Und Menschen fangen plötzlich an das glauben und geben nicht mehr der Macht, der Kraft, die am Wirken ist, die Macht, die sie hatte. Also zweimal sehen wir, wie da beschrieben wird, wie die Mächte angegriffen werden in Ephesus. Und dementsprechend geht da der Kampf los. Also was muss jetzt... möchte ich diese Information auf heute übertragen, auf uns übertragen. Weil, wie ich schon gesagt habe, die gleichen Dynamiken, die gleichen Prinzipien, die gleichen Ebenen sind heute noch so am Werk wie damals. Es gibt unsere natürliche Welt und es gibt auch heute noch eine geistliche Realität. Also was musst du und ich machen? Und das könnte im ersten Moment ein bisschen furchteinflößend sein, wenn ich das so vorlese, oder? Ich rede da von Geistern und Mächten und Kräften, die am Wirken sind und Hilfe ja, oder? Und ich sehe die nicht einmal. Und was macht das jetzt genau mit mir? Und keine Angst, keine Panik. Geistliche Kampfführung ist eigentlich relativ simpel. Geistliche Kampfführung ist eigentlich ein bisschen wie eine Pausenplatzschlägerei. Als Bild. Stell dir vor, du bist ein Erstklässler. Und du gehst in ein Schulhaus, wo erst bis 5 Klassen drin ist, oder? Und auf dem Pausenplatz kommen plötzlich ein paar Drittklässler und die fangen dich an zu plagen. Und du bist ein Kopf kleiner als die Drittklässler und die Drittklässler, die machen dir das Leben so richtig mies, oder? Und die kommen immer in der Pause, nehmen dir das Znüni weg und machen dir einfach das Leben schwer, oder? Das ist geistliche Kampfführung, oder? Das ist genau so, wie es heutzutage noch ist. Das sind wir und da gibt es Mächte und die sind gegen uns. Und die wollen uns schaden und die wollen das Böse hervorbringen. Jetzt, gute Nachricht für uns ist, im gleichen Schulhaus geht zum Glück noch mein grosser Bruder auch in die Schule. Und der ist ein Fünftklässler. Und der ist 2 Köpfe grösser als die Drittklässler. Und jedes Mal, wenn mich wieder mal die Drittklässler plagen wollen, was mache ich dann? Ich gehe zu meinem grossen Bruder und mein grosser Bruder kommt und sagt diesen Drittklässlern, wie es läuft. Und genau so funktioniert geistliche Kampfführung. Genau so funktioniert geistliche Kampfführung. Los mal im Epheser, Vers 1, 19 bis 22. Bevor du überhaupt anfangen Angst haben vor Mächten und was da alles am Werk sein, musst du folgenden Vers lesen und so richtig verinnerlichen. Epheser 1, 19 bis 22. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Jetzt kommt's. Damit steht Christus jetzt noch höher über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Das ist der grosse Bruder, der, den wir haben. Das ist unser Jesus, der über allem anderen steht. Und das ist unsere Art und Weise, wie wir ganz einfach erklärt, wie wir geistlichen Kampf kämpfen. Wir anerkennen die Realität, dass es eine übernatürliche oder eine geistliche Dimension gibt. Dort drinnen herrscht Kampf und der Herrscher von dieser Welt will das Böse hervorbringen. Das betrifft dich und mich persönlich, direkt. Das ist wie die Drittklässler, die kommen wollen und die uns Zeugs wegnehmen wollen, die uns zerstören wollen, die unsere Identität angreifen und die sagen, wer wir sind und was wir alles sollten und wie klein wir doch sind. Aber in all dem drinnen ist unsere Antwort. Aber weißt du was? Halt, stopp, ich hole mal schnell meinen grossen Bruder.
Mein grosser Bruder, der kommt jetzt da rein. Und weißt du was? Der ist 2 Köpfe grösser als du. Weil der ist es, der den Sieg am Kreuz errungen hat. Verstehst du? In der Bibel steht, der Stachel ist gezogen. Tod, wo ist deine Macht? Sie ist gebrochen worden. In dem Moment, wo Jesus auferstanden ist von den Toten, hat er demonstriert, dass es nichts und niemand gibt in dieser Welt, wo ihm je könnte entgegenstehen. Und das ist, wie wir geistliche Kampfführung betreiben. Wir machen uns einfach eins mit dem Jesus. Wir gehen zu Jesus und wir machen immer Jesus groß. Und das ist übrigens der Grund, wenn du schon ein paar Mal in dieser Kirche bist, wieso wir einfach nicht aufhören können, von dem Jesus zu reden und von dem Jesus zu erzählen. Weil wir haben den Jesus erlebt und wir haben gesehen, wie er den Sieg errungen hat. Wir haben sie in unserem eigenen Leben gesehen, wie die Sachen, die waren, haben müssen weichen und wie Jesus Identität gegeben hat, wie er den Kampf gewonnen hat und wie er gross geworden ist. Also, erstens anerkennen, dass der Kampf stattfindet. Zweitens, dich ausrüsten. Den Bibelvers habe ich übersprungen, weil ich habe keine Zeit mehr. Und der dritte Punkt ist, mach dich eins mit Jesus. Weil er ist es, der den Sieg errungen hat. Geistliche Kampfführung ist unsere Fähigkeit, zu Jesus zu rennen und zu ihm zu gehen und ihn gross zu machen und ihn zu proklamieren und uns eins machen mit dem, was Gott gesagt hat. Nämlich, dass Jesus erhoben ist über alle anderen Autoritäten. Und mit dem Fakt machen wir uns eins. Und so kämpfen wir gegen die Dynamiken, die heute noch am Werk sind. Weißt du, der Geist vom Mammon, der Geist vom Geld und von der Kontrolle, die ausgeübt wird, und das ist heute noch genauso präsent hier in Wettigen und in Baden, wie es damals war in Ephesus. Der Geist von der Angst, wenn es um unsere finanzielle Zukunft geht. Der will uns plagen und der will das Böse hervorbringen. Aber weißt du was? Jesus hat das besiegt. Und wir können uns eins machen mit Jesus. Und wir können sagen, Jesus, ich glaube mehr dir, als ich glaube dieser Angst, wo mir sagt, ich muss jetzt und ich sollte doch. Und wie wäre es eigentlich mit der 4. Säule? Bräuchte ich die eigentlich auch noch? Der Geist, der deine Identität angreift und der dich klein machen will, der sagt, du musst dich profilieren und dein Nachbar muss dich sehen, sonst bist du niemand. Der Geist ist gesprochen im Namen Jesus. Und wir machen uns eins mit Jesus. So kämpfen wir in dieser heutigen Zeit, in dieser jetzigen Welt. Mir ist klar, das ist eine Kurzzusammenfassung von geistlicher Kampfführung. Ich hätte eigentlich Lust, über das noch mal grösser zu reden, aber einfach eine halbe Stunde am Sonntagmorgen lang nicht. Ich habe gedacht, wie wäre es, wenn wir mal ein Seminar machen zu dem? Wer würde gerne eigentlich mehr wissen und mehr lernen, wie kann ich in meinem Leben drin eine geistliche Kampfführung machen? Und wie kann ich erkennen, was passiert und entsprechend reagieren? Ich habe gefunden, hey, wenn es da 20, 30 Leute gibt, die Interesse haben an dem, dann würde ich mal ein Seminar vorbereiten. Dann treffen wir uns mal am Donnerstagabend und machen dann einen Fokusabend zu diesem Thema. Irgendjemand? Ist gut. Also gut, Monik, wir machen das Datum fix. Wir machen mal ein Seminar zur geistlichen Kampfführung. Aber jetzt möchte ich zuerst mal einfach beten für alle, die da sind. Zum Abschluss von dieser Predigt. Und nachher dürfen wir einsteigen, wieder in eine Zeit, wo wir den Jesus, von dem ich vorher erzählt habe, nochmal miteinander anbeten. Ja, Jesus Christus, wir sind einfach Fan von dir. Du bist es, du bist es. Und wir sind dir so dankbar, dass es für uns nicht schwierig und nicht kompliziert ist. Nicht schwieriger, als einfach zu dir zu kommen und festzuhalten und zu proklamieren, wer du bist. Du bist wirklich der, der verstanden ist. Du bist wirklich der, der den Tod besiegt hat. Du bist wirklich der, der mich persönlich frei gemacht hat von meiner ganzen Schuld. Du bist es, Jesus. Und ich mache mich eins mit dir. Und ich lobe dich und ich preise dich für das. Amen. Hey, ich darf die Band einladen. Danke, Micha, für die Predigt. Schön zu wissen, dass wir nicht nur einen Vater im Himmel, sondern auch einen grossen Bruder auf dem Pausenplatz haben, der all unsere Schlachten für uns schlägt. So eine gute Sache und eine Geschichte, die schon so lange her einfach noch so viel Gutes bringt. Eine andere Geschichte, die ist noch nicht so alt, aber doch auch über 100 Jahre. Und zwar ist die von der FEG. 101 Jahre, und zwar im Oktober werden wir das feiern. Für das sind wir noch ein bisschen am Fotos suchen, und zwar, wo die ganze Geschichte über die Zeit ein bisschen zeigen. Und wenn ihr noch Fotos habt, die von da, vom Margelecker, von der Linde in Baden, im Kino, wo wir auch waren, von der Bahnhofstrasse, von überall, wo man sonst noch weiss, wo ich nicht weiss, schickt die doch Micha, der Dabrina, im Sekretariat, bringen sie vorbei, wenn sie so alte sind.
damit wir dort etwas daraus machen können und das ein bisschen aufzeigen können. Das wäre mega cool. Und gefühlte 100 Jahre, oder um genau zu sein, 6 Jahre, bin ich mittlerweile verheiratet. Mit einer wunderbaren Frau natürlich, gell? Wir haben, also es ist immer harmonisch, es läuft immer alles gut. Wir haben nie Diskussionen. Wir haben nur 50% italienisches Blut in uns oder noch ein bisschen weniger. Ja, das ist einfach immer sehr gut. Und bei wem in der Ehe läuft es auch so? Ja, eben. Gut, für euch alle aufgestreckt haben, ist die folgende Info. Und zwar am 29. Oktober findet wieder mal ein Eheabend statt. Nicht nur für die, die aufgestreckt haben, sondern für alle, die verheiratet sind. Und wir wollen als Kreuzpunkt generell mehr investieren in Ehen. Einfach schon dann, wenn es gut läuft, dann, wenn es auch mal Streit gibt, dann, wenn es einfach mal unterwegs ist in der Ehe. Und das ist so eine Möglichkeit, wo du mit einmal einen coolen Abend verbringen darfst. Und zwar wird das Ehepaar Götz hierher kommen. Die sind von Campus und arbeiten für Family Life und die werden einen ganz coolen Input für uns haben. Es wird auch sonst ein schöner Abend werden, wo wir mal etwas zusammen trinken können, Zeit haben und wirklich mal wieder investieren in die Ehe. Darum nehmt die Chance wirklich wahr, spielt euch den Abend frei und nutzt die Möglichkeit, hierher zu kommen. Das wird sicher ganz etwas Gutes. Yes. Und jetzt sind wir schon fast am Ende. Es gibt noch einen Song nachher, wo wir zusammen dürfen, singen. Und jetzt bitte ich euch doch noch kurz aufzustehen für das Sagen. Ja, Vater im Himmel und grosse Brüder auf dem Pausenplatz, wir danken dir einfach, dass du einen genialen Plan hast für die Kirche da, für uns, für jeden Einzelnen hier drin, dass du mit uns unterwegs bist. Segne du jeden Einzelnen in den kommenden Wochen. Komm du mit uns und begleite uns in den sichtbaren Schlachten, aber auch in den Schlachten, die wir nicht sehen.